Gut, die zu vergessen ist nicht wirklich schade, wenn ich ganz ehrlich sein darf. You've used up all the cards, I take it? I would ask if you enjoyed your little trip. But we both know that you've forgotten it. That you're feeling pretty empty. No, I'm not. I may not remember who I met, but I do remember that I met them. And knowing that I've forgotten them, I miss them. So you heard. I warned you. Don't you remember what I said? That hurt will drag you down into the darkness. You have to get rid of all of it. No, I don't. I can keep the hurt because it reminds me of something important. It lets me know that what I've forgotten is crucial. That's enough. I won't run from it. It'll stay inside of my heart until the day I remember. The darkness will take you first. If I put the hurt aside, I'll lose my ties to all the people I care about. My mind's made up. I may end up falling into the darkness, but I'll carry this with me. I'll only get rid of it when I remember everything, and not a day sooner than that. I'll keep the hurt with me for the time being. It's all that I have. It's what holds the pieces in place. I accept that. You say you accept it? It's not a game! Oh. It's way past time that you learned what real hurt feels like! Come on, Sora. Do it! Finish me off! Why won't you do it? I get it. You've seen through my disguise. I'm just like everyone else you've encountered in this place. Made of data. I'm not even worth the effort. Is that what it is? Guess there's no point in destroying something if it never existed. Is that right? Not at all. You say that you're an illusion, but you certainly pack a really big punch. You said that you'd show me hurt, and you weren't wrong. Actually, the hurt that I just felt was more than that. Sure, it might have hurt while we were fighting, but I sensed a different kind of hurt from you. It was kind of like an intense, sharp pain. But it felt sort of familiar. Almost like it was my own. As if we'd been connected. Like right then we shared the same hurt. If somehow it brings me closer to people in that kind of way, then carrying around a little hurt can't be all that bad. Can't be all that bad. All right, I give up. Here. You pass, Sora. Congratulations, you understand hurt. Now, use this to find the truth. What do you mean? My role was to see if you were ready to take ownership of the hurt inside you. And now that role is done. Nothing left for me to do but go away. Are you gonna go back home? I don't know if I really have one. But
There's a place I'd like to be. A place? Where? Oh! What's this feeling? I've got memories that don't belong to me. A place to call home. And a sunset that's comforting. My first and my last Summer vacation. You can rest easy. I've got you now. Sora! Mickey! I'm so glad I finally caught up to you. Sorry that it took me so long. I know you ended up having to do all the work on your own. I just couldn't get here sooner. It's okay. You're here now. Look, if I use this card, it'll lead us to the truth. Is that right? The message said their hurting will be mended when you return to end it. Maybe now we can finally solve it. Let's find out. So soll es sein. Who are you? Oh. It's like when I met Mickey. I don't know you, but you're familiar. Nice to meet you, Sora. I am Naminé. You may not know who it is I am, but I know things about you. So what exactly is going on here? Sora, maybe I can explain. There was a time when you lost every one of your memories. But everything turned out to be okay because Naminé helped you through it. Wow, you really did that for me, Naminé? You deserve a big thanks. No, I don't. I put your memories back together. That part is true. But it was also me. I was the one who took them apart in the first place. Huh? Not only that, the reason all of the bugs appeared in Jiminy's journal, that was me. What? Oh. Tell us what you mean. It all began with these memories that were sleeping way down deep. Deep in Sora's heart. These are my memories? Actually, no, they're not yours. They belong to people who are connected to you. Huh? Isn't it weird for somebody else's memories to be inside me? Yes. Usually it's impossible. When I first found them while repairing your memory, I thought I had made some sort of mistake. But then, after searching for answers, all the evidence I found proved they belong in your heart. Sora will have to awaken these memories. But this is where they will sleep until that time comes. They are important. And yet, dangerous too. Naminé, how are they dangerous? These memories, all of them are too painful. Handled the wrong way, they could damage Sora's heart, even break it. That's why I needed for Sora to find a way to face that kind of hurt. So I left the message for all of you. Their hurting will be mended when you return to end it. That was you. You're the one who left us that message.
When I unraveled Sora and the others' memories, it also erased the words in Jiminy's journal. That book was filled with pages and pages of memories from your first adventure. It shows how deeply the journal and Sora are connected. When I took Sora's memories apart, they stayed in his heart. It may have looked like they were gone, but they were there the whole time. Even after the text disappeared from the journal, the memories remained. That's why you were able to render them as data. Yeah, but the data we got was a mess. And then all those bugs appeared. Jiminy never wrote about any bugs. That was... me too. When I added these memories to the journal, I also added all this hurt. I thought that maybe if you fought the bugs that sprang from these memories, you might learn to face the hurt in the memories themselves. So that's what it was. I didn't realize you had to go through so much trouble to get us to investigate this hurt, Naminé. I'm sorry. I wish I could have told you this in person. But the real me is gone. She doesn't exist now. Guys? You kinda lost me a few minutes ago. You don't have to understand it. You have already learned how to face the hurt, Sora. I did? You most certainly did. At times, the pain can be wiped away. But there's also a pain that always stays with you. There's only one way to deal with that. You face it head on, and then you accept it. And if it happens that the hurt is too great for you to bear it alone, well then you turn to a friend close to your heart. Oh. It'll bring us closer together. The hurt will only make us stronger. I'm willing to try. I'm ready to face all those memories that you found. It might have to be painful, but I can take it. Sora! Wait. You're not in this alone. Always remember, I'm here too. Yep. Thank you. Just touch this. Don't be afraid. You'll feel all of the memories that are locked inside flow right into your hearts. Uh-huh. Sora, be strong! Who? These are hidden truths. Sora has been keeping them locked away, deep inside of him. Remember, these memories you're feeling, they don't belong to him. Naminé, that's you. Who's the other girl? She feels so familiar. And something happened. Something terrible, didn't it? They're waiting for Sora. He's the only one who can put an end to their hurt. Diz told me he hid something inside you during the year you were asleep. I asked him what, and all he would say was that he was clearing his conscience. Sora must be the key to saving the people you saw.
and the ones you're about to see. It can't be. Maybe you know how much they're hurting. These three were keys too. They were connected to the Keyblade's truth. And they're still connected, Sora. Somewhere way down deep inside of you. Funny. I feel as though I've met them. Yes, 2 of them you have met. As for the third, I never realized it, but you and he share a very special connection. Yeah. Naminé, you said Sora has to call these memories to the surface. Is it time? I can't say for sure, but I do know. A day will come when they must rise from their sleep. And then, the only one who can save them will be Sora. The bond they all share. That's gonna be the key, right? Don't worry, Naminé. I'll make sure I pass this on to Sora. You know, the one in the outside world. Please do. Okay. Well, Just a second. Huh? Our promise. Your promise to the me I don't know. You kept it, right? I may be gone, but my promises to him are forever. And anyway, I owe this much. For all those people that I hurt. So what happens to you? The one that's right here? I'm really just data made to pass along a message. I shouldn't exist right now in this journal at all. And now the record of me will disappear. But when you pass my message on to the other Sora, just remember to tell him the things that you've seen and that you felt. If you do that, then we'll be at rest, her and me too. Along with everybody connected to Sora. Naminé, you got it. Oh yeah. I almost forgot. I have a message for you too. Thank you. And so ended our journey to connect those memories with these. Sora, when Naminé's words are passed on to you, when the day comes that you learn of this great, unknown, and mysterious adventure, it's important that you understand, whatever you feel in your heart, that's what he felt in his. Tja, und damit haben wir den Film zu Kingdom Hearts Recoded, ich möchte nicht gerade sagen überstanden, aber erlebt. Aber wenn ich immer wieder mal eine andere Musik anspielen muss, weil sonst das Ganze auf YouTube freigeschaltet werden kann. Ja, was soll man großartig dazu sagen, Freunde? Jetzt ist natürlich der Sinn hinter dem Spiel klar, weshalb es überhaupt das Spiel Recoded braucht. Ich muss sagen, obwohl es Anfang zum Teil ein bisschen creepy war mit den ganzen Datenwelten und so. Und ich dann irgendwie, nachdem wir da das Buch wieder hergestellt hatten, dachte, okay, jetzt sind wir durch. Dass plötzlich noch so ein zweiter Teil kam. Ja, vor allem mit dem Schloss des Empfallens kam echt vor irgendwie wie bei Chain of Memories Reloaded, wenn ich ehrlich sein darf. War ich auch sehr überrascht und verwirrt, aber jetzt macht das Ganze natürlich mehr und mehr Sinn. Und ich verstehe jetzt auch, wieso man sowohl 358 over 2 Days als auch Chain of Memories und jetzt vor allem das Spiel hier Recoded mit Birth by SD, wieso man das in diese Collection reingetan hat. Also die komplette Collection Kingdom Hearts 1.5 plus 2.5 Remix HD. Ich weiß, es ist ein verdammt langer Name, aber da macht jetzt alles mehr und mehr Sinn.
und du kannst wirklich so sagen, okay, das ist wirklich alles miteinander verbunden. Angefangen mit Birth by Sleep, rein in der Kingdom Hearts Geschichte jetzt, oder Timeline, gemäß der Collection, hier mit Aqua, Ventus und Terra, was sie alles erlebt haben, was sie alles noch erleben werden, hoffentlich. Dank Sora, also nicht dank Daten Sora, sondern dank dem richtigen Sora. Und ja, ich glaube, jetzt dürfte auch klar sein, was überhaupt dieser Brief war, den wir in der Flaschenpost am Ende von Kingdom Hearts 2 bekommen haben. Wenn ich mich richtig erinnere, war da irgendwie schon ein Hinweis darauf, dass der von Mickey sein soll, und ich glaube, da ist jetzt eben die Erzählung davon. Dass es darum geht, dass eben der Sora aus Kingdom Hearts 2, am Ende von Kingdom Hearts 2, diese Mitteilung auch bekommt. Und ja, sich daran erinnert, vielleicht noch nicht ganz, da wäre ein bisschen viel verlangt. Alleine schon eben sich an Ventus zu erinnern, wie soll das funktionieren. Wir haben zwar bei Kingdom Hearts Birth by Sleep gesehen, was passiert ist, aber ja, ob er sich an sowas erinnert, wir haben seitdem ja auch weder bei Kingdom Hearts 1 noch bei 358 over 2 Days oder Region of Memories jemals etwas von Ventus mitbekommen. Obwohl wir das mit niemand, also sprich Roxas, obwohl das ist auch klar ist, warum der niemand Roxas nicht so aussieht wie Sora. Sondern nicht so ganz klar, wieso Vanitas dann wiederum so aussieht wie Sora, aber ist ein anderes Thema. Wo einfach eigentlich hinaus will, wollte mich ja komplett verzetteln. Es schließt sich alles zusammen. Jede neue Geschichte bringt zwar auch ein paar Fragen mit, aber es schließt dann auch wieder ein paar andere. Also ich glaube, Recode ist das einzige Spiel, was jetzt einige Lücken aus Anspielen geschlossen hat und keine neuen Fragen offen gelassen hat. Und jetzt sehen wir vor allem die ganzen Verbindungen, dass sich alle irgendwie bei Sora einfinden, sei es bei Soras Trio, sag ich jetzt mal, mit ihm, Kairi und dann mit den ganzen Namen. Und Riku, Entschuldigung. Sei es bei dem Trio oder sei es natürlich auch eben mit Aqua, Ventus und Terra oder Roxas, Axel und Sion. Das sind alles so Geschichten, die, jetzt zumindest die erste Geschichte, das erste Trio von dem her, das ist eigentlich friedlich geendet. Mit Sora, Riku und Kairi. Aber eben die anderen noch nicht. Ventus schläft eben noch in diesem seltsamen Palast, der von Aqua versiegelt wurde. Wobei Ventus Herz ein Sora ist, aber ohne Körper. Wie soll er da irgendwie zurück ins Leben kommen? Aqua ist eben noch in der Welt der Dunkelheit, wie wir auch bei Birth by Sleep Schluss gesehen haben. Und offenbar hier ja auch noch. Terra weiterhin von Xehanort besessen. Kontrolliert, ob der mittlerweile eine komplette Erinnerung zurück hat. Wer weiß, werden wir sicher noch bald erfahren. Tja, Axel, Sion und Roxas und auch Namine leben ja eigentlich nicht mehr, Zumindest von dem, was wir bis jetzt so erfahren haben, auch bei Kingdom Hearts 2 noch. Aber das wird sich hoffentlich bald alles auflösen. Mit dem nächsten großen Abenteuer dann. In diesem Fall noch nicht Kingdom Hearts 3, nee, soweit sind wir noch nicht ganz. Aber Kingdom Hearts 2.8. Ist auch eine Collection, die hoffentlich einige Fragen auflösen wird. I wanted to tell you right away about memories from the past that sleep within you, and about the pieces that will tie you to your future. Sora, Riku, Kairi. The truth behind the Keyblade has found its way through so many people, and now I know that it rests in your hearts. Sora, you are who you are because of those people, but they're hurting, and you're the only one who can end their sadness. They need you. It's possible that all your journeys so far have been preparing you for this great new task that's waiting for you. I should have known there were no coincidences, only links in a much larger chain of events. And now the door to your next journey is ready to be opened. So soll es sein.
Kingdom Hearts Recoded. Oh Leute, ich hätte so Bock jetzt drauf, Kingdom Hearts 3 zu zocken. Aber nein, nein, ist zu früh, ist zu früh. Wir gedulden uns. Yensid! I think we're finally close to figuring out where Ven's heart is. Is that so? Then that leaves only Terra. Right. And we've got to save all 3 of them. The question is, what does Xehanort intend to do next? Xehanort? But his 2 halves are gone. There was Ansem, who commanded the Heartless, and Xemnas, who commanded the Nobodies. Didn't Sora defeat them both? Correct. Those 2 met their end. However, therein lies exactly our problem. Their destruction now guarantees the original Xehanort's reconstruction. Huh? Xehanort's heart, once seized by his heartless half, is now free. And his body, which had become his nobody, has been vanquished. Both halves will now be returned to the whole. In short, this means Master Xehanort will return. And you think that maybe he's gonna try something? A man like Xehanort will have left many roads open. Well, it doesn't matter what he cooks up. Me and Sora, we'll be ready. And Riku too. Yes, they are indeed strong, but not true Keyblade masters like you. Tell me, would a single one of you suffice if what you faced was not a single one of him? What? What do you mean? Mickey, please summon Sora hither. Riku as well. Of course, but why? To show us the mark of mastery. Ich wusste es doch. Ich wusste doch, dass das Besiegen von Ansem und Xemnas doch auch irgendwie etwas mit Xehanort zu tun hat, vor allem am Ende von Kingdom Hearts Birth by Sleep. Ob das jetzt irgendwie damit irgendwie zusammenhängt, dass Xemnas, ich meine natürlich nicht mit dem originalen Körper von, sag schnell, von Xehanort, sondern mit Terra Xehanort, den gibt es ja auch noch. Der müsste noch irgendwo herumschwirren. Kann man dir irgendwie erzählen, dass das sein Niemand war, den wir besiegt haben? Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Weil Xehanorts Körper hat sich damals ja bei Birth by Sleep ja aufgelöst. Nachdem er sein Herz in Terra transferiert hat. Aber ja. Eben, ich glaube immer noch, dass sich daraus. Gut, das mit dem Herzen ist eine andere Sache, weil er hat sein Herz wirklich in Terra transferiert. Aber das hatten wir damals mit so in ähnlicher Form, also kann es trotzdem sein, dass bei dem Prozess halt wirklich Ansem und Xemnas entstanden sind. Und das, ja, wenn unbedingt das Herz oder so von Xehanort, sondern seine Erinnerungen und so, ist halt eben noch in Terra drin, sind wir erstmal den anderen befreien müssen. Also, da ist kann eigentlich aktuell sogar sein. Oder bis zum Zeitpunkt von Kingdom Hearts 1 zumindest mal, gab es Terra Xehanort, es gab Ansem, es gab Xemnas. Zwei davon haben wir besiegt. Das heißt, der normale Meister Xehanort würde zurückkehren. Aber mit welchen Erinnerungen? Mit seinen ursprünglichen? Eigentlich müsste ein Terra Xehanort noch drinstecken. Oh Mann! Ja, die Meisterprüfung, ja, das ist so etwas. Ja, deswegen hätte ich jetzt echt auch Bock auf Kingdom Hearts 3. Aber nee, wie gesagt, wir gehen die Reihenfolge durch. Wir sagen als nächstes Kingdom Hearts 2.8. Da sind ja Kingdom Hearts X, glaube ich, drin, was den Ursprung auch mit den Schlüsselschwertkriegen und so erzählen soll. Kingdom Hearts Birth by Sleep 0.2 Fragmentary Passage. Es geht ja auch um Aqua, dass die ja nicht erwähnt wurde, wundert mich zwar auch ein bisschen. Geheimes Ende, Schicksal. Was? Warte mal, da fehlt noch was. Geheimes Ende 1, zukünftige Zeichen. Ja, haben wir gerade gesehen. Okay, ein Film fehlt noch. Alles klar, gucken wir direkt noch an. Aber eben das mit Aqua, warum hat Mickey Aqua nicht erwähnt? Dass man meint, dass wir Vens Herz finden müssen. Ja, das eben halt in Sora steckt, woher sollen sie das wissen? Ist halt verdammt gut versteckt, muss man so sagen.
Und Sora selber weiß es irgendwie auch nicht wirklich. Zumal der Ventus ihm nie seinen Namen verraten hat. Aber Aqua. Wir haben es gerade gesehen, dass Mickey kam sie natürlich bekannt vor, hat gerade gesagt, warte mal, das kann doch nicht sein. Natürlich hat er alle drei erkannt. Und mit Terra hat er nie viel zu tun, das stimmt, dann mit Ventus und mit Aqua. Aber warum hat er da das jetzt mit Aqua nicht so richtig erwähnt? Dass er irgendwie sie ihn auch noch zurückholen will und so. Oder wissen sie gar nicht, dass sie im Reich der Finsternis ist? Kann ich mir kaum vorstellen. Egal. Wir sehen hier auch schon, wer gerade vor uns steht, mit Geheimes Ende 2. Vielleicht erfahren wir jetzt noch ein bisschen mehr über Xehanort oder Terranort oder whatever. That was more difficult than I thought, but at least things are on track. Lord Xemnas is nowhere to be seen, so that means the party's already begun, huh? Yes. Man, does that Xehanort scare me like nobody's business. The way he can see into minds. And it doesn't help that no one knows what it is that the old man wants. I wonder if even you know what's going on inside your own head. I will be led wherever it is I am destined to go. Sounds to me like you don't have a clue of your own. Every Keyblade master is bequeathed a Keyblade of his very own. With the passing of time, as you can imagine, more and more Keyblades were forged to be handed down. But of all the Keyblades in existence, Master Xehanort's is the most ancient. That is my destiny. But it has yet to become a reality. Hey, it's okay. This is all connected to the ancient Keyblade War, isn't that right? Whatever. I got my hands full with my own plans. So, which poor soul will it be? Reconnect, Kingdom Hearts. Was? Ja, ist jetzt alle von der Organisation 13 leben wieder? Oder leben doch noch? Oder total creepy. Und der andere Typi. Also Xemnas war jetzt Geschichte, okay. Das aber so weit mitbekommen. Break hat immer noch irgendwie etwas von Meisterseher noch gesprochen. Aber der Typ da gerade vor uns, ist der junge Seher. Das wissen wir noch aus einer Rückblende aus Kingdom Hearts Birth by Sleep von Meister Ericus. Aber jetzt mal, bauen die jetzt hier Zeitreisen ein oder was? What the fuck? Gut, das wird erklären, wieso die Organisation 13 Mitglieder wieder alle da sind. Aber warum haben einige ihre schwarzen Klamotten an und die anderen nicht? Verwirrung? Aber ja, das da vor uns, das muss der junge Xehanort sein. Das eben auch an den Haaren und den Augen. Ich dachte zuerst auch, es könnte Terra Xehanort sein, aber nee. Terra hat ganz andere Gesichtszüge. Aber die beiden trotz auch von der Frisur und so ziemlich ähneln, sind doch nicht komplett die gleichen. Ach du Scheiße. Jetzt haben wir also einen jungen Xehanort, wir haben einen Meister Xehanort, der irgendwie noch rumgeistert. Wir müssen theoretisch noch Terra Xehanort irgendwo noch haben. Und wenn wir jetzt gerade das mit den Zeitreisen, wenn das stimmt, dass es wirklich Zeitreisen sind, von Organisation 13 Mitgliedern gesehen haben, dann müsste irgendwo auch noch sicher wieder eine Kopie von Enzo oder Xemnas herumschwirren. Aber Kopie. Wir spielen hier Recoded, wir haben da ja schon jetzt ein paar Mal mitbekommen, dass es irgendwie sein könnte, dass die Datenfragmente in die reale Welt gelangen. Ach nö. Also sagen wir jetzt nicht, das sind die Datenfragmente von denen. Aus dem ersten und zweiten Buch. Ja gut, Maleficent meinte ja, dass irgendwie mit dem Buch des Schicksals zusammenhängen würde. Und Jimmy hatte 2 geschrieben. Das eine aus Kingdom Hearts 1 und das andere von Kingdom Hearts 2. Also mit den Ereignissen. Dass alles jetzt Datenfragmente sind, die jetzt in die reale Welt geholt wurden. Ja, schöne Scheiße, hey. Was haben wir noch Schönes? Ah, okay. Nur Namen hier noch. Niemand von Kairi. Ja. Kann man, glaube ich, mal so stehen lassen. Die anderen Charaktere haben wir auch schon alle gesehen. Oh Mann, nee, Leute, ganz ehrlich. I'm very confused, muss ich mal so sagen. Obwohl es spannend war, gar kein Thema. Das ist ein neues Design, okay. Wobei das hier das dritte Team noch gesperrt ist. Warum ist das dritte von Ding?
Von Birth by Sleep. Interessant, okay, muss man ganz kurz nachgucken, was dort abgeht. Aber ja, damit, liebe Freunde, haben wir alle 6 Spiele der Kingdom Hearts 1.5 plus 2.5 Remix HD Edition durchgespielt. Und obwohl es lange gedauert hat, länger als ich dachte, muss ich zugeben, haben mir jedes von ihnen sehr, sehr gut gefallen. Angefangen mit Kingdom Hearts Final Mix natürlich, wo es um die Anfänge ging. Normale Freundschaften, Dunkelheiten und so. Da wurde es mit Region of Memories ein bisschen komplizierter. Dann kam Free Fight 8 over 2 Days, da wurde es richtig kompliziert. Dann kam Kingdom Hearts 2 Final Mix, da wurden einige Fragen beantwortet, neue geschaffen. Trotzdem war es, kann man sagen, auch ein friedlicher Abschluss für das ganze Trio rund um Sora, Riku und Kairi. Birth by Sleep Final Mix natürlich ein grandioser Teil, der die Anfänge erzählt, wie es überhaupt so weit kommen konnte, was alles passiert ist, wie sie auch alle mit Sora verbunden sind. Was noch nicht erklärt wurde, ist, wieso Mickey in Kingdom Hearts 1 und 2 ein anderes Schlüsselschwert hat als hier noch bei Birth by Sleep, also bei Recoded. Bei Birth by Sleep dachte ich mir eben, das könnte das Schlüsselschwert von Yen Sid gewesen sein, weil es auch so ähnlich aussieht. Ich bin immer noch der Meinung, dass es halt das ein Yen Sid ist, aber warum Mickey das bei Recoded immer noch hatte, das verstehe ich wiederum nicht. Oder habe ich irgendwie was verpassen, sein Schlüsselschwert, das ursprünglich wurde mal zerstört, weil wir wissen ja, dass Sora das Schlüsselschwert des Lichts hat und Mickey das der Dunkelheit. Vielleicht ist das was noch künftig erklärt wird, auch wegen dem Raum der Dunkelheit und so, beziehungsweise in der Welt der Dunkelheit. Oh Mann. Ja, so betrachtet würde ich mal sagen, mein Lieblingsteil aktuell ist Kingdom Hearts 2 Final Mix. Weil es irgendwie auch am spannendsten war und eben vieles sich zusammengefügt hat und so. Danach kam aber Birth by Sleep, weil ich eben auch die Geschichte von den dreien sehr, sehr geil fand. Natürlich auch sehr traurig im Schlusssinn, aber eben auch mit einem kleinen Schimmer der Hoffnung. Dann natürlich Kingdom Hearts Final Mix selbst, also der Ursprung. Von dem natürlich auch geil, kann man kaum irgendwas entgegensetzen. Da will ich noch sagen, Chain of Memories. Rein schon das mit niemanden und so. Ist ein bisschen besser erklärt worden, mit dem Kampf gegen die Mitglieder von Organisation 13. Dann Free Fight 8 over 2 Days und am Schluss dann Recoded. Das wäre aktuell meine Bestenliste. Wo ich sagen würde, ja, in der Reihenfolge würde ich da meine Favoritenliste anordnen. So, mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt aber wirklich hier von diesem Let's Play zum einen und sage vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich seid ihr das nächste wieder dabei. Dann, wie bereits erwähnt, mit der 2.8 Collection. Und ja, mal gucken, ich meine, jetzt wurde es ja ein bisschen am Schluss erwähnt, wegen den Schlüsselschwert kriegen. Vielleicht ist das ja das erste Spiel, was auch in der 2.8 Edition empfohlen wird zu zocken. Vielleicht ist aber auch das mit Birth by Sleep 0.2. Oder es ist Dream Drop Distance, das ist dort ja auch dabei. Habe ich damals auf dem DS gespielt, war aber alles andere als erfolgreich. Und habe doch nicht so lange gespielt. War mir auch sehr verwirrend und so. Aber jetzt muss ich sagen, freue ich mich schon viel, viel mehr darauf. Und vor allem, wie könnte es anders sein, freue ich mich schon extrem auf Kingdom Hearts 3. Wenn es dann endlich alles hoffentlich erfolgreich vor allem zusammenfügen lässt. Mal schauen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen nochmal und bis zum nächsten Abenteuer im Kingdom Hearts Universum. Ciao zusammen.